Yo, 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 yo. Nein, okay, das ist Westside, hier mit Eminem. Hallo zusammen, das ist Janosch von Deep Connection und ich habe neben mir ganz einen speziellen Gast, Charlie. Hallo Charlie. Hallo Janosch, what's up, what's up? Wir haben heute ein Thema, das heisst selbsterfüllende Prophezeiung. Was ist eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung? Selbsterfüllende Prophezeiung ist relativ einfach zu erklären. In der Psychologie reden wir viel davon. Und das ist das Konzept, dass, wenn du zum Beispiel du redest über Dating, oder? Also, wenn du hier mal auf dem Dating-Bereich bleiben, du eine Person siehst und denkst, oh shit, die Person, die will mich sowieso abweisen, die ist sowieso arrogant, die ist sowieso nicht gut drauf. Und du gehst nachher und tust dich schon dementsprechend verhalten, sprich, du bist ein bisschen defensiver und du denkst, oh, die Person ist nicht gut drauf. Und die Person merkt es dann und wird sich auch dementsprechend der Prophezeiung mäßig verhalten, wo du denkst, oder? Und zum Beispiel, was ich mega häufig gemacht habe, oder? Ich bin auch relativ aktiv in dem Dating-Bereich und dann nicht zu Frauen hergegangen oder denke, oh shit, ich muss irgendwie etwas Spezielles sagen, damit sie mich gut findet, sonst findet sie mich gar nicht gut. Und die merkt es nicht, dass du mit einer bestimmten Energie hergehst und denkst, oh shit, ich muss etwas Bestimmtes sagen. Aber wenn du nur mit deinen Kollegen dort bist in einer Bar und Spass hast und Witze machst und einfach hergehst, um einen Witz zu machen und denkst, ja komm, ich will einfach nur Spass haben und so. Und die würde mich cool finden, der verhaltest dich ganz anders und sie würde sich auch dementsprechend dir verhalten sozusagen. Von dem her, wenn ich es zusammenfassen würde ich sagen, selbsterfüllende Prophezeiung gemeint, weil du einen bestimmten Glauben von dir selber hast, wirst du dich immer dementsprechend dem Glauben entsprechend verhalten und der Glaube wird sich dann immer wieder bestätigen in die Realität. Das würde ich sagen. Also das Beispiel auch jetzt im Dating-Bereich ist eben genau das, wenn jemand das Gefühl hat, er ist nicht gut genug für eine hübsche Frau, dann wird das im Aussen auch so passieren. Also wenn zum Beispiel, was ich viel höre, vor allem am Anfang bei den Coachings, ja, sie ist zu dünn gewesen, sie ist zu dick gewesen, sie ist zu klein gewesen, jetzt kann ich nicht mehr reden, oder sie ist zu gross gewesen, oder sie ist zu jung gewesen, sie ist zu alt gewesen, also sie hat wahrscheinlich einen Freund gehabt, sie hat wahrscheinlich keine Zeit gehabt. All das sind eigentlich nur Ausreden. Es ist irgendwo durch dein Ego oder dein Ego, das dich davon aufhalten, dass du dich veränderst. Kannst du auch mal ein Beispiel bringen, wo du früher gedacht hast, zum Beispiel auch mit deinen Videos, wo du früher gedacht hast, das ist so und du hast es jetzt völlig anders, du hast es völlig anders erleben. Zum Beispiel, als ich über meine Story geredet habe, habe ich auch gedacht, Leute, die interessiert nicht meine Story, was ich gemacht habe, oder? Und dann habe ich gesagt, ich habe mega viel Widerstand verspürt, weil ich eben das gedacht habe. Und ich habe meine Story abgefilmt und alles. Ja. Und ich habe mega viel Widerstand gehabt, das Video zu posten, weil ich dachte, hey, shit, das bringt es nicht. Oder? Aber ich habe mega viel Widerstand gehabt. Ich habe es gleich gepostet, das ist mega gut angekommen. Und das hat von meinen ganzen Gedanken und Glaubenssätze über Bord geworfen, weil ich gedacht habe, hey, shit, Leute interessieren sich für mich. Und ich hoffe genug, über meine Persönlichkeit reden. Und ich habe meine Standards von meinen Videos ein bisschen runtergesetzt. Und was nicht passiert ist, mega cool mit Frauen, weißt? Meine Standards runtergesetzt. Nicht Standards von wegen Frauen, die ich date, aber Standards, was ich sagen will. Und das tut auf alle anderen Bereiche von deinem Leben auch noch abfärben, oder? Weil dann würde ich immer sagen, wenn du einen bestimmten Glaubenssatz über dich selber hast, der Glaubenssatz basiert nur auf einer Konversation, die du gehabt hast, wo du jünger warst, oder ein Kommentar, den dein Vater, deine Mutter mal hatte. Das basiert eigentlich auf gar nichts, auf Bullshit. Und wegen dem sage ich immer, darf ich fluchen auf deinem Channel schon? Gell? Ja, sicher. Oh, jetzt habe ich geflucht. ich würde es immer probieren, das herauszufordern, die Glaubenssätze, die du hast. Sprich, sei dir bewusst, was denkst du über dich selber, sei ehrlich zu dir. Eines der wichtigsten Sachen, wie du kannst deine Glaubenssätze durchbrechen kannst, ist, indem du durch deine Angst durchgehst. Also dich dieser Angst stellst und durch sie durchgehst. Es gibt auch so einen guten Spruch, der heisst, auf Englisch heisst er, you have to get lost to find yourself. Wenn du genau die Frau ansprichst, wo du das Gefühl hast, dass die wird wahrscheinlich dich 100%ig ablehnen, so wie du bist, und du machst es trotzdem, dann ist da sehr viel Potenzial dahinter, dass du persönlich bei dem Ganzen wirst wachsen. Es wird nicht heißen, dass du jetzt unbedingt sie als nächste Freundin wirst haben, das kann passieren, muss nicht, sondern dass du einfach dass dir eine neue Realität auferlegt wird zu dieser Situation. Ich kann ein anderes Beispiel bringen. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war kürzlich im Zug gewesen. Also kürzlich, das war eigentlich ein Jahr her gewesen. Und
in der S-Bahn. Und was mich immer ein bisschen nervt, ist, wenn Leute in einer S-Bahn oder wo auch immer im Zug laut Musik hören. Und dort ist mir aufgefallen, dass einer neben mir, der Zug war nicht mega voll, aber es hat schon Leute gehabt, und der war neben mir mega laut am Video schauen gewesen. Und ich habe dann gemerkt, ich werde so richtig zermürbt, ich werde so richtig hässig und ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem Gefühl. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich könnte ich jetzt einfach einmal tief abschlucken und das einfach sein lassen und die Situation so sein lassen. Oder ich könnte das machen, was mir jetzt ein bisschen Angst macht, aber vielleicht ein riesen Potenzial hat. Und zwar, ich spreche die Person an. Das war irgendwie ein 20-Jähriger, der einfach einen Film geschaut hat. Und dann bin ich zu ihm an, habe mich dort, und ich habe erwartet, er war relativ gut gebaut. Ja. Ich muss dazu auch noch sagen, das war auch noch ein Faktor. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, merkst du eigentlich, dass es andere Leute mitbekommen, wie du laut Musik hörst? Und seine Reaktion war völlig zu meiner Überraschung. Er ist so, Entschuldigung, also ich habe nicht mal angefangen zu reden, ich habe nur gesagt, Entschuldigung. Und ich habe als nächstes fragen, merkst du das? Und er so, Entschuldigung, ist es laut, muss ich riesiger stellen? Ja. Und das war so interessant, in dem Moment, ich habe gemerkt, ich habe Hühnerhaut bekommen, das war so geil. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass er in dem Moment so positiv reagiert und mich so wahrnimmt. Ich habe gefragt, merkst du das, dass die anderen merken? Und er hat gesagt, ehrlich gesagt, nein. Weil es kommt nie jemand etwas sagen. Nie. Ja. Und ich habe gesagt, okay. Und er so, ja, soll ich jetzt in dem Fall riesig stellen? Nein, mach einfach weiter so. Jetzt stimmt es für mich. Mach weiter so. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass niemand zu dir kommt. Und dann haben wir noch ein bisschen über die Gesellschaft geredet und so weiter. Und es war ein super Gespräch. Nice. Und da hat es einfach, in dem Moment hat das etwas mit mir gemacht und auch etwas mit ihm. Und das ist so das Geile, oder? Wenn du durch die Angst gehst, dann kannst du deine Wahrnehmung, deine erwartete Wahrnehmung, was könnte als nächstes passieren, deine selbsterfüllende Prophezeiung, die kannst du umprogrammieren, wenn man so will. Oder? Ja, was für mich auch interessant war, ja, man denkt zum Beispiel, was ich zum Beispiel für einen Belief hatte, ist, ich kann keine Frauen haben, die grösser sind als ich. Ich bin nicht der Kleinste, aber auch nicht der Grösste. Und ich habe auch angefangen, bewusst grössere Frauen anzusprechen, bis ich eine grössere Frau kennengelernt habe. Und seitdem auch, der Glaubenssatz existiert nicht mehr, oder? Wenn ich sage, sobald du Glaubenssätze challengen, die du bei dir selber hast, jeder andere Glaubenssatz, der nicht kennt, die Stimme, wird in dein Bewusstsein geraten. Du kannst nicht anfangen, die ganzen Glaubenssätze zu herausfordern. Und das Leben ist dann wie ein Spielplatz, weißt? Du kannst dich voll selber kreieren. Und das ist ein Prozess, der geht über Jahre. Aber es ist voll der Wert. Und das Krasse ist wirklich, dass dir bewusst ist, dass jeder Mensch ist irgendwo durch auf einer Reise. Jeder hat seine Ängste, jeder hat seine Sorgen, jeder hat seine Herausforderungen. Und wenn dir das mal bewusst ist, dass ein Bill Gates oder wer gibt es noch alles? Elon Musk, ein Janos oder ein Eckhart Tolle von mir aus auch. Die sind alle auf einer Reise und die haben auch alle ihre Ängste. Aber was die meisten von diesen Leuten in dem Moment mehr können, ist sich der Angst stellen. Und wenn du das kannst, glaub mir es, das wird eine richtig spannende Reise, die du da vor dir hast. Ja, das war es gewesen. Zum Charlie. Der Charlie macht englischsprachige Videos. Er ist eigentlich Schweizer, aber er kann inzwischen, glaube ich, besser Englisch als Hochdeutsch, hat er selber gesagt. Ja, voll Englisch. Besser Englisch als Hochdeutsch, ja, das stimmt. Und was ich bei ihm wirklich genial finde, er bringt wirklich sehr viel fundierte Sachen. Das ist nicht so meine Stärke. Ich bringe mehr so Sachen, die gerade im Moment mir in den Sinn kommen. Und er bringt wirklich sehr strukturiert und gut verständliche Videos. Also checken Sie out, sozusagen auf Englisch, check it out. Link ist da unten in der Videobeschreibung. Und das war es vielleicht für dich. Mach dir mal Gedanken, was ist eigentlich für dich so limitierten Glauben, den du hast. So etwas, das dir immer wieder im Aussen bestätigt wird, in deiner Realität. Schreib das mal in den Kommentaren rein. Was ist etwas, wo du denkst, das ist so? Und dann nimmt es mich Wunder, was die anderen dazu denken, zu dieser Aussage. Ihr könnt das gerne immer auch kommentieren, zu den einzelnen Aussagen. Okay, das wäre es gewesen. Charlie, danke, dass du mitgemacht hast. Hey, merci für hier zu sein. Und wir sagen Tschüss. Wir sagen Ciao. Ciao zusammen.